Hallo und ein herzliches Willkommen von Aiko Toraman. Wir sind zurück bei Mario Kart. Ui. Ja, es gab eine sehr lange Pause. Zumindest was Mario Kart Wii angeht. Es gab ein paar Probleme, die CD funktionierte nicht mehr, leider. Und ja, habe ich alles versucht und jetzt funktioniert sie wieder. Wir sind im Spezialkampf stehen geblieben mit Rosalina und der Sternschnuppe. Und in diesem Part möchte ich über etwas reden. Ja, nämlich über neue Spiele, ganz viele neue Spiele. Es gibt nämlich bald ein neues Donkey Kong und das habe ich mal richtig gerne gemacht. Wollte ich gar nicht machen, weil ich irgendwie nicht stecken geblieben bin, bin ich jetzt so weitergegangen. Ein Beispiel dafür ist Mario Kart 8. Mario Kart 7, der vor Mario Kart 8 erschienen ist halt, also das momentane Mario Kart. Und ja, das habe ich jetzt scheiße gemacht. Cool. Ich habe mich gefragt, jetzt ist wieder lame, zumindest halb so lame wie Mario Kart 7. Ich kritisiere nämlich Mario Kart 8 wegen den ganz vielen unnötigen Charakteren. Was zum Teufel macht Metall Mario bei Mario Kart 8? Wenn ich das mal fragen darf. Was macht Lakito bei Mario Kart 8? Wickler. Wo ist Luigi? Wo ist, keine Ahnung, Baby Luigi, Baby Mario? Das sind doch schöne Charakter. Was ist mit Shy Guy? Wozu braucht man Shy Guy? Sollen sie doch gleich diese Spacken von Piazza Delfino einbringen, Alter. Also, ja. Also, in manchen Trailern hat man schon was gesehen. Autos, Grafik, das Fliegen, das Tauchen, was immer noch recht unnötig ist. Und ja, toll. Ja, dankeschön. Ja, ist klar. Willkommen zurück. Lange Pause. Sehr lange. Ich habe, glaube ich, jetzt eine kleine Überdosis an Aspirin genommen. Das ging gar nicht. Was war das zum Teufel? Ich habe keine Ahnung, ob ich noch den Cup gewinnen kann oder nicht. Also wenn ich jetzt den ersten Platz nicht schaffe, also wenn ich nicht aufhole, dann werde ich den Cup vorzeitig beenden und bei Bowsers Festung mit einer besseren Ausgangsposition wieder weiter anfangen. Also das geht mal gar nicht. Leck mich am Arsch. Was ist hier los, Mann? Ich verstehe keine einzige Scheiße. Ja, leck mich doch mal. Hier, gib ihm roten. Oder so. Wenn sie schon so dumm ist.
Also am besten bleibe ich recht ruhig. Ne, reden wir mal ein bisschen weiter. Rauskommen soll es ja im Frühjahr 2014, also ungefähr Januar, Februar erwarte ich es. Den genauen Termin weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, stand auch gar kein fester Termin schon fest. Also da muss ich mir nochmal den Trailer angucken. So. Jeden Moment. Okay, ich habe einen guten Vorsprung, also sollte der erste Platz doch feststehen für mich. Ja. Ich wünsche mir vielleicht auch als Charakter den Diddy Kong wieder. Oder die sind mir in der Zwischenzeit auch eingefallen. Donkey Kong hat auch gefehlt. Ne, Donkey Kong war dabei. Ja. Knochentrocken hat gefehlt. Ja, all diese Charakter. Also nicht meine Schuld. Ja, sonst bin ich vom Trailer begeistert. Oh. Jetzt habe ich gar nicht auf die Ergebnisse geguckt. Naja, komm. So schlimm wird das auch denn nicht sein. Denke ich mal. Also da kann ich noch eine Menge aufholen. Das ist nicht das Problem. 3-mal erster Platz, das sollte schon reichen. Das wären dann 46 Punkte umgerechnet. Ja, ich bin ein guter Kopfrechner. Und so, jetzt hier Fake-Item noch schmeißen. Boah. Mit dem Pilz durch? Nee, das hat nicht so gut geklappt. Ich denke mal auch nach Mario Kart werde ich wieder Wintersport 2010 und noch ein neues Let's Play machen, weil ja wie Party leider abbrechen musste, fange ich noch ein neues Let's Play an. Es kommt vielleicht überraschend, vielleicht auch nicht. Es wird ein actionreiches Let's Play, auch nicht vielleicht mein Let's Play, aber ja. Aber ich freue mich aufs Let's Play. Ja toll, ja. Ja, laber doch nicht so viel, Alter. Deine Mutter, das stinkt nach Fresse. Jetzt läuft es auch schon besser. Komm, den treffe ich. Oh, schade. Aber ich überhole ihn. Ah, es ist Birdo, also ein S. Ja, es ist ein S. Schön. Ja, nein. Ja, doch. Ja, nein. Warum ist der runtergefallen? Ja, laber doch nicht so viel. Ich weiß, Mario Kart Wii ist Betrug. Meine Fresse, ey. Kommt auch der Blitz und der blaue Panzer auch viel zu oft. Das muss man wirklich sagen. Also das ist auch ein fetter Kritikpunkt. Zumindest für mich. Meine Fresse. Oh, gerade noch. Meine Fresse, Alter, die hat auch schon einen mega Vorsprung. Da, ja, okay, es geht. Ja, sie ist auf der anderen Bahn. Und schon bin ich Erster. Und schon ist sie Erster. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum fahre ich die ganze Zeit gegen die Wand, Mann? Meine Fresse. Das wird nichts mehr, das wird nicht mehr.
Ja, oder? Komm! Ja, okay, nee, das wird nicht mehr. Jetzt gucke ich kurz auf die Ergebnisse. Boah, das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Uff. Mit diesen Ergebnissen gehen wir zur Regenbogenstrecke. Das sind die Ergebnisse. Größte Konkurrenten Baby Peach und Knochenbowser. Aber ich habe einen sehr großen Vorsprung diesmal ausgebaut. Und genießen halt direkt die Strecke. Toll. Schlechter Anfang, leider, aber es kann sich noch ausbessern. Hier sind ein paar Pilze nochmal. Und wow. Das ist auch einer der schwersten Regenbogen-Boulevards, die es je gegeben hat, meiner Meinung nach. Aber richtig heftig. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Also ich habe sie nicht so gut drauf. Oh mein Gott, war das knapp gerade. Hier gibt es auch so eine Art Glitch. Ja toll. Ich kann es hier nicht machen. Das geht nur mit Pilz. Da muss man im richtigen Moment springen und dann kriegt man, dann fliegt man im Prinzip. Ist auch episch. Es war nicht so episch wie die von Mario Kart 7, aber trotzdem. Das ist die Regenbogenstrecke. Jetzt kommt die letzte Runde. Ja, ich muss 2 Plätze aufholen für einen perfekten Sieg. What the fuck? Ich krieg als Dritter 3 Pilze, die schon wieder verloren sind. Nein, warum zum Teufel schaff ich es nicht, hier was aufzuholen? Vielleicht weil Baby Peach so einen Vorsprung hat, aber sie wird den ersten Platz nicht holen, denn ich werde sie überholen. Ja, weil sie hat einen schlechten Bahn. Ausgewählt. Ja. Es wird noch knapp in den letzten Metern, aber sie holt den Sieg für sich. Trotzdem war das ein kompletter Sieg für mich. Ja, das war ein Sieg. Ich bedanke mich für den Part. Nächsten Part gibt es die Credits still und leise. Bis zum nächsten Mal.